Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, erneut haben wir ein Jahr nahezu beendet, stehen in der Vorweihnachtszeit und machen uns unweigerlich Gedanken über das vergangene Jahr. Wir haben sicherlich viele Höhen, aber auch Tiefen erleben müssen. Wir leben in Europa in einer relativen Sicherheit, mit einer Grundordnung, die den Menschen seine Rechte garantiert und ihn auch schützt. Aber nicht alle Menschen auf dieser Welt haben das Privileg, in einem sicheren Umfeld aufzuwachsen und zu leben. Wir als kurdische Gemeinde in Deutschland denken mit großer Betroffenheit an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und an die Völker im Nahen Osten. Erneut sind Krisen, Kriege, regionale Interessen die Katalysatoren, die die Menschen heimatlos werden lassen und in die Flüchtlingslager treiben. Wir als Europa, aber auch als Deutschland, haben eine besondere Pflicht, uns dieser internationalen Krisen anzunehmen und die Stabilität und die demokratischen Werte, die wir an uns in unseren Gesellschaften schätzen, auch in anderen Ländern und Regionen den Menschen zuzusichern. Die Weihnachtszeit ermöglicht uns noch einmal in uns zu kehren und zu resümieren, aber auch mit großer Hoffnung auf das kommende Jahr zu blicken. Wir wünschen uns den Nahen Osten friedlich, mit den vielen religiösen und ethnischen Gruppen, die den Nahen Osten bisher zu einem einmaligen Ort des kulturellen Treffens und des Zusammenlebens gemacht haben. Dies darf nicht zerstört werden. Dies muss so bleiben. Der Nahe Osten ist Heimat vieler Millionen Menschen, der großen Weltreligionen, und dafür müssen wir uns einsetzen, dass diese Vielfalt auch dort weiterhin bestehen bleibt. Es ist unsere Pflicht, uns derer anzunehmen, die unsere Hilfe brauchen, und uns nicht von ihnen abzuwenden oder gar diese zu ignorieren. Wir müssen mit aller Entschiedenheit für unsere Demokratie, für unsere Werte, aber auch für die Menschenrechte, die Europa zum Fluchtpunkt vieler Millionen Menschen machen, eintreten und auch darauf hinwirken, dass dies auch im Nahen Osten und auch anderswo auf dieser Welt auch beachtet wird. Nur so schaffen wir es, friedlich, gemeinsam zu koexistieren, respektvoll, tolerant und mit Würde gemeinsam in guter nachbarschaftlicher Beziehung zu leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und uns allen ein schönes neues Jahr.